begrüße euch zu zu meiner ersten Podcast-Folge. Und zwar mache ich die Podcast-Folge ganz allein. Ja, eine kleine Runde, Mitleid für mich. Aber wir sind gerade in der Corona-Phase und da wird jetzt niemand zu mir einladen und irgendjemand anstecken. Und ja, wir reden jetzt so ein bisschen hier über Verschiedenes. Also ich würde sagen, ich rede einfach ganz locker drauf los. Und ja, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was euch so beschäftigt, was ihr für Themen ihr hören wollt. Und ich sag mal, let's go! Und ich werde noch etwas einfügen, Intro oder so. Und ja, ich muss mir auch ein Intro überlegen für die Podcast-Folge. Hihi. Da wir das schon ein bisschen davon reden, wollte ich heute über das Thema Musik reden. Denn ich denke, Musik beschäftigt uns alle und auch euch ein bisschen mitzuteilen, was für mich so ein bisschen Musik ist. Weil, ach ja, wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin übrigens Natascha oder kurz Nati oder Nashi. Nein, ich habe kein Corona, falls ihr das fragt. Ich habe noch gerade ganz viel gesungen. Und ja. Wie gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal, heißt Nashitja. Ich mache ganz viele Covers und Tanzen und vlogge auch ab und zu. Und ja. Thema Musik. Also heute geht es so ein bisschen um Musik und ich sage euch so ein bisschen über Musik etwas. Musik ist für mich halt schon immer ein bisschen der Ort gsi, wo ich Musik ist für mich einfach immer so meine Welt gsi. Das Lustige ist gsi, ich habe nie gemerkt, dass ich eigentlich, also in meiner vorigen Zeit bin ich nicht wirklich super gut gsi und ich denke, wenn ich einfach nichts finde, dann mache ich das, was ich am besten kann und ich habe einfach Musik gemacht und ja, also ich frage dich jetzt Musik gemacht. Also ich spiele jetzt schon seit 6 Jahren Gitarre, also auch schon mehr als 6 Jahre, es werden bald, glaube ich, 7, 8 Jahre. Und habe dann noch vorher ein Jahr vorher Violine gespielt, also Geige. Und ja, natürlich habe ich auch anders ausprobiert, zum Beispiel so wie Saxophon und Schlagzeug und Klavier. Hat so das Typische, was alle wollen lernen und so eigentlich. Und ich würde sagen, ja, das ist halt so mies. Und das Ding ist halt, man kennt doch der eine Satz, die Leute von euch, wo Life is Strange 1 Before the Storm gespielt haben, wissen, dass das Satz einfach ist, Musik an, Welt aus. Und ich bin tatsächlich früher, als ich klein war, ein sehr grosser Aussenseiter gewesen. Und jetzt denkt ihr euch noch so, nein, komm doch jetzt bitte mit dieser Geschichte, ich bin ein Aussenseiter gewesen, ich bin gemobbt worden, bla 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 bla. Ich weiss, ihr denkt euch, das ist die typische 0815 Story, aber naja, so 0815 ist sie jetzt auch nicht, also ich sage einfach nur so, ich bin, seit ich klein war, bin alleine gewesen, hatte keine Freundinnen gehabt und ich bin immer alleine gewesen. Habe auch kaum ein Wort geredet, weil ich bin einfach viel zu scheu gewesen. Heutzutage ist das ja nicht mehr so, wie die Leute mich von meinem YouTube-Kanal kennen und oder die anderen Leute, die mich in Real Life kennen, dass ich gar nicht mehr so bin. Aber früher ist das wirklich ein Problem gewesen und dann habe ich mich oft in meiner Musik versteckt. Ich bin eine große Träumerin und ja,
Ich muss halt dazu sagen, dass Musik halt meine Welt immer sehr prägt hat. Also sprich mich und mein Leben. Und auch sicher euch. Also ich würde mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr, was Musik mit euch macht. Weil wenn ich Musik höre, die zum Beispiel gut ist, dann will ich tanzen. Dann bin ich einfach, ich fühle die Musik, richtig. Auch wenn Leute mir zuschauen, ich fühle die Musik, ich muss tanzen, ich muss auch dazu singen, auch wenn ich es nicht so gut kann. Und das ist einfach meine Welt. Ich liebe es singen, ich liebe es tanzen, ich liebe alles, was mit Musik zu tun hat. Ich liebe Just Dance und Beat Saber ist auch ein mega Ding für mich. Ich habe leider nicht so einen guten PC, wo ich ein VR holen und Beat Saber abladen und spielen. Oder VR-Chat. Das ist leider mein grosses Problem. Aber ich bin wirklich drauf und dran, einen guten PC zu holen. War noch die blöde Corona-Krise nicht. Und für diejenigen, die meine Insta-Story gesehen haben, haben gesehen, wie ich gestruggelt habe. Weil ich musste eine Seite von meiner Gitarre wechseln. Und ihr könnt nicht glauben, die Seite ist schon zum zweiten oder dritten Mal kaputt gegangen. Das Ding ist einfach, ich weiß nicht, was passiert mit der Gitarre, aber jedes Mal, wenn ich mit der Gitarre spielen wollte, rausnehmen, ist die Seite kaputt gewesen. Genau die gleiche. Immer. Jedes Mal. Und ich denke einfach, wieso? Das Ding ist halt auch nicht, sie ist nicht überspannt oder so. Man tut halt die Gitarre ja immer stimmen, so wie sie ist. Und ich weiß nicht genau, warum das überstimmt ist. Und ja. Das Ding ist halt, ich weiß halt noch nicht ganz genau, wie ich unter den Knoten soll machen, damit es wirklich gut hebt. Wenn man den Knoten unten, den ich gefilmt habe, heute meine Instagram Story. Also wenn ihr das gesehen habt, ist die Story sicher schon draussen. Oder schon längst weg, weil ich nicht weiß, wenn ich das aufladen soll. Und ja. Ich weiß halt nicht genau, was für euch Musik ist, aber für mich ist Musik halt Freiheit. Meine Welt, ich kann dort abtauchen und vertiefen und sobald ich ein glückliches Lied höre, muss ich tanzen. Wenn ich ein trauriges Lied höre, das mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt, dann muss ich brüllen. Und ja, also. Zum Beispiel letztens habe ich Drachenzähmen leicht gemacht 3 nachgeschaut. Ich habe es noch nicht geschaut gehabt. Und ich habe den Film nachgeschaut. Der Film ist so schön gewesen. Und am Schluss einfach dort, wo, Achtung, Spoiler Alert, wo der Drache und Hicks sich trennen und er nachher einfach so Kinder hat und nachher der Drache rauskommt und nachher so herzige Kinder hat. Das ist so herzig gewesen, aber die Trennung von den beiden ist so traurig gewesen. Dort habe ich einfach mal so angefangen zu brüllen. Oder bei Frozen 2. Ich habe mich mega gefreut, als Lara Loft. Ich verlinke euch ihren Kanal unten in der Infobox. Das kommt übrigens alles auf YouTube. Denn, ja, ich habe gedacht, es kommt auf YouTube. Da hat jeder Zugang zu dem und kann jeder hören. Und ich weiß auch nicht, also Lara, die hat das mega gut gesprochen. Auch, ich glaube auch in Death Stranding, in Star Wars 9, glaube ich. Und oh mein Gott, die Frau, Entschuldigung. Sie spricht auch Sombra in Overwatch und ich finde ihre Stimme so gut. Holy guacamole. Das Ding ist einfach, manchmal würde ich mir wünschen, dass ich so reden kann wie sie. Ich kann zwar meine Stimme verstellen, aber die Frau ist einfach Wahnsinn, wie sie singen kann. Ich mache momentan nicht so viele Covers, dass meiner Stimme irgendwie nicht unbedingt so gut geht irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und das Ding ist halt, man kann halt auch nicht zu Doktoren gehen. Aber ja. Das ist das Problem. Und Musik ist einfach. Zum Beispiel, wenn ich wütend bin oder so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Wenn ich wütend bin,
muss ich einfach Musik hören, weil sonst ticke ich komplett aus. Oder wenn ich traurig bin oder innerlich Wut aufstaue, dann muss ich einfach Musik hören, weil sonst ticke ich aus, von auf fluchen, also da kann ich mit Mami, da kann ich mit Mami ein Büchlein davon schreiben und ja, das Ding ist halt, ich muss einfach Musik hören. Das Ding ist halt, ich habe schon mal probiert, eine ganze Woche lang nicht Musik zu hören und ich schaffe es einfach nicht. Musik ist wie eine Droge für mich einfach. Entweder ich muss tanzen oder muss singen oder einfach nicht, wenn ich einfach nicht kann, ich habe manchmal einfach so Tage, da bin ich irgendwo, da fange ich einfach auf zu singen und oh mein Gott, das ist einfach manchmal nicht normal. Ah, ja, ja. Ich denke, ich habe Gesangstourette, Leute. Wie die Lara immer sagen würde. Ich habe Gesangstourette. Help me. Hilfe, ich habe Gesangstourette. Hilfe, Hilfe. Ich weiß auch nicht. Naja. Ich weiß auch nicht. Es gibt so gewisse Lieder für mich. Also für mich gesehen zum Beispiel. Ich weiß, dass momentan viele jüngere Leute, also viele darf ich nicht angreifen, aber viele jüngere Leute hören momentan so Capital Bra und Bowser und all das. Schaut, ich habe nichts gegen die Musik. Ich höre wirklich alles gern, außer die Opern und klassische Musik, da bin ich leider sehr dagegen. Also es ist einfach nicht mies. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, aber mit klassischer Musik kann ich einfach nicht anfangen. Das habe ich auch gemerkt, als ich Geige gespielt habe. Und ja, das Ding ist einfach, das ist ein bisschen komisch und weird. Aber ich bin sicher. Was ich einfach finde ist, ich muss einfach sagen, Capital Bra und Bowser sind nicht so mies. Ich bin eher so das 2000er Kind, wo Katy Perry gelost hat, Black Eyed Peas, die sind glaube ich auch nicht mehr zusammen. Und wer ist denn nachher zu dieser Zeit? Zum Beispiel das Somebody once told me the world is gonna roll me, das auch. Und ich muss ehrlich sagen, wow. Und zum Beispiel wer ist da noch gross Star gewesen? Ich weiß nicht mal mehr, wer der gross ist, weil nicht so viel Musik rausgekommen ist. Ja, einfach so die 2000er Songs. Na, Shakira, genau, Shakira mit dem I want to knock on my hips line. No, 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 no. Oder Rihanna, oh mein Gott. Oder Britney Spears, oh, große Liebe. Oder nachher so später, so ein bisschen, Miley Cyrus und, oh, Hannah Montana, oh, Hannah Montana ist Kindheitsliebe, oh. Oder Hotel Second Cody, oh, so geil. Oder High School Musical, oh mein Gott. Ich liebe High School Musical. Ich habe leider nur das Remastered nicht gesehen, weil ich muss ehrlich sagen, High School Musical 3 hat schon so einen schönen Abschluss gemacht. Und ich habe schon so ein bisschen einen Trailer gesehen vom neuen High School Musical. Und ich muss sagen, es macht wenig Sinn, weil im High School Musical 3 haben die Dings, dies und das, ihre Schulabschluss und so. Ich weiß nicht genau, wie es im neuen High School Musical weitergeht. Also in dem neuen High School Musical Verfilmung. Ich weiß nicht, ob es das Original ist oder so. Also es sind anscheinend nicht mehr die originalen Schauspieler dabei. Aber es geht, glaube ich, trotzdem noch darum, dass jemand
Troy und Gabriella spielt, also die Hauptcharaktere von Zac Efron und Vanessa Hudgens. Und damit ist Sharpay und all das. Aber ich frage mich, warum man das weitermacht, obwohl eigentlich im 3 es Ende gekommen ist und also verstehe mich nicht falsch, vielleicht ist es sehr gut und ich täusche mich einfach nur, aber für mich ist im High School Musical 3 so dort ist das Ende und für mich bleibt dort das Ende und alles andere, was mit dem neu zu tun hat, tut mir leid, also finde ich nicht mehr so gut, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, das Eins habe ich, also ich habe alle 3 Parts gut gefunden. Nur ich muss sagen, High School Musical 2 ist viel trauriger als 3 und 1. Obwohl obwohl sie über 1 auch immer wieder auseinander und zusammengekommen sind, habe ich es 2 irgendwie ein bisschen trauriger gefunden mit dem Lied I Gotta Go My Own Way. Und High School Musical 3 dort ist, wo sie so ein bisschen auseinander sind. Oder dort, wo sie so ein bisschen, also dort, wo sie ja weggezogen ist und nachher praktisch wieder zurückgekommen ist, finde ich so ein bisschen, das hätte man besser können lösen, so ein bisschen. Wegen sie zieht weg, weil sie endlich an der Stanford Academy hat können anfangen, weil sie angenommen wurde ist und ich denke mir so, boah. Und ja, also, ja. Ich bin echt schlecht in einem Podcast, also sagt mir unbedingt, oder schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ich kann verbessern kann. Sagt mir auch unbedingt ein festes Thema vor, das ich kann bringen. Und ich hoffe und würde mich auch freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge würden sehen. Ich weiß nicht genau, wenn die nächste Podcast-Folge kommt, aber ja. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag und Abend, wenn auch immer du das siehst. Und tschüss, ciao, ade.